Hallo, herzlich willkommen in der Niederdeutschen Bibliothek. Jedenfalls war es schon mal das erste Mal so, auch von dort für Silke Wittmann, der von dort das erste Mal nur in der Niederdeutschen Bibliothek hinkommt und einfach mal wissen will, was das hier eins zu lesen, zu utscheln, zu heuern und zu spielen gibt. Fürtwarze von Ulrike Möller, und wir haben uns gedacht, wir begleiten die beiden einfach mal durch eine Lütte-Tour durch die Niederdeutschen Bibliothek und geht Torruppen ob Entdeckungstour. Moin moin. Hallo. Ich habe eine Frage. Ich möchte gern Plattdeutsch lernen, das Lesen, das ist käderlich. Habt ihr ein Hörbücher? Oh ja, wir haben ja hier in der Bibliothek eben nicht nur Bücher, sondern auch eine Menge Hörbücher. Zum Reinkommen und zum Anfangen ist auch zum Lesen und natürlich auch zum Hören Reimer Bull immer sehr gut, weil der eine gute Aussprache hat und gut zu verstehen ist und das auch so ein Hamburger, ja, Schleswig-Holsteiner Hamburger Platt ist. Das Gasthaus an der Elf von Günter Imels, das ist auch verfilmt worden. Auch sehr gut zu verstehen, und Matthias Dürwohl, der hat ja auch viele Bücher geschrieben. Das sind auch lustige Geschichten, kann man gut verstehen. Aber ich muss Ihnen auch noch ein paar Klassiker andrehen. Okay. Das ist natürlich einmal Klaus Groth, der Altmeister des Plattdeutschen, und auch von Reimer Bull gelesen. Und ganz interessant, Fritz Reuter und Klaus Groth, also das sind ja die beiden Nestoren, also Goethe und Schiller quasi auf Plattdeutsch. Da wird ein imaginäres Treffen sich vorgestellt, die haben sich nie getroffen, aber hätten sich theoretisch treffen können, ja. Und das ist eine Auseinandersetzung dazu. Also wenn Sie das alles gehört haben, sind Sie schon ganz doll in der niederdeutschen Literatur drin. Hier ist unser Regal mit den Neuerscheinungen. Das heißt, wenn man sich regelmäßig über Neuerscheinungen plattdeutscher Bücher erkundigen möchte, dann ist dies immer der erste Gang. Also von niedlich Kinderbuch, De Lütte Prinz bis zu wir werden akademisch regionale Sprachenvielfalt. Ganz genau. Alles, was so erscheint, versuche ich hier abzubilden. Um und bei sprechen wir von 180 plattdeutschen Neuerscheinungen im Jahr. Da sind eben Romane, Kinderbücher, Übersetzungen, aber eben auch wissenschaftliche Literatur dabei. Wir haben unten eine große Sammlung Kinderbücher. Wir gehen mal weiter. Wir stehen jetzt hier im Herzstück der Bibliothek. Es geht hier einmal rum A bis Z. Das meiste ist Belletristik bei uns. Ja. Das ist alles das, was hier so steht. Sie waren schon bei dem wissenschaftlichen Regal. Da sind eben die Wörterbücher und auch Literaturwissenschaft zu einzelnen Autoren. Hier sozusagen sind jetzt die plattdeutschen Kinderbücher, aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Viele Kinderbücher sind auch Hochdeutsch und Plattdeutsch in einem. Tatsächlich kann man bei uns auch Spiele ausleihen. Wir ausprobieren natürlich auch oder auch einen Spielenachmittag mal machen. 2 Freundinnen kommen und sagen, wir machen einen plattdeutschen Spielenachmittag. Ich habe einen Kassettenrekorder, wir können plattdeutsche Lieder dabei hören und sie spielen. Also Sie können einen ganzen plattdeutschen Erlebnisnachmittag mal machen. Wir haben auch Filme, das kann ich auch noch mal vorstellen. Büchsen kann Cane Ain gehört in eine Reihe mit Bingo. Das haben 2 Frauen gemacht, die eigentlich Dokumentarfilmerinnen sind. Die Frauen nehmen diese Filme auf, indem sie eben wirklich dokumentarisch rangehen. Silke, du bist schon von dort das erste Mal hier in der Niederdeutschen Bibliothek gewesen. Wo hättest du die gefallen? Ich finde sie total smug, hell und freundlich, die Frug. Und irgendwie weckt doch Bökerei, das ist Böker und das wär's. Dass sie hier auch Hörbücher für mich haben, auch recht ein paar, sogar ein paar Videos, CDs, ganz sölte Kinderbücher. Ich wusste nicht, dass es so sölte Kinderbücher auf Platt gibt. Hat mir gut gefallen.